Und wem es im nächsten Format nicht gefällt, tja, der hat Pech gehabt, der kann sich nämlich nicht einfach so rausschleichen, denn wir sitzen in der Gondel hoch über dem Rhein, schaukeln und lassen uns dabei mal so erzählen, was die Kölner Promis auf dem Herzen haben oder unter den Fingernägeln oder sonst wo. Kölschen Promis auf den Zahn gefühlt, Jürgen Zeltinger, Ricky Mons, Tizia Handoku, Peter Brinks, Möhre, um nur einige zu nennen. Die Reihe läuft. Hier läuft jetzt erstmal Peter Brinks mit Höhenangst und er hatte alles in allem trotzdem eine super geile Zick. Und ich auch. Also Peter mit mir in der Gondel. Guck, nochmal, da sind wir wieder. Ich habe heute einen Gast, ja, endlich. Und endlich ist er der fleischgewordene Traum meiner Teenagerzeit, der über dem Schreibtisch hing, sitzt jetzt live in der Gondel neben mir und hat ziemlich Schiss, ob das alles hier so funktioniert mit der Technik. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Peter Brinks. Guten Tag. Guten Tag. Du gibst dir noch den Anschein, als würde dich das jetzt hier alles nicht so mitnehmen. Du hast mir gerade gesagt, du traust der Technik hier nicht so ganz. Was sind deine Bedenken? Ja, also ich stehe nicht so auf Höhe, ne? Und hier hängt man ja nur am Seil. Und ich war, glaube ich, das letzte Mal hier drin, da war ich 15 oder sowas. Wir wollen das jetzt nutzen, dann lenken wir dich auch ein bisschen ab, damit du nicht so aufgeregt bist, um ein wenig zu plaudern. Denn dafür ist der Peter ja hier. Und ich möchte dich jetzt gar nicht so furchtbar viel zu deiner Musik fragen, da komme ich nachher natürlich auch drauf, sondern zu dir als Person und zu dir als Kölner. Du bist ja richtig echter Kölner. Ja, ich bin echter Kölner. Und wo bist du aufgewachsen? In welchen Stadtviertel? Ach du Scheiße. Ich bin geboren in Ehrenfeld auf der Fenderstraße und bin dann in Bickendorf groß geworden, die ersten 6 Jahre. Dann sind wir nach Nippes gezogen. Dann habe ich mal ganz kurze Zeit mit meiner Mutter zusammen auf der anderen Rheinseite gewohnt. Das ist aber echt verdammt hoch hier, Freunde. Und, wir sind noch nicht oben. Naja, ich sehe das gerade. Naja, ich hoffe mal, dass das hält. Und ja, jetzt wohne ich wieder in Ehrenfeld. Jetzt werden meine Kinder da groß, wo ich groß geworden bin. Das ist schon okay. Das ist ja ganz prima. Ja, jetzt habt ihr ja letztes Jahr Karneval, jetzt kommen wir doch auf die Musik, den absoluten Superkracher gelandet und endlich mal bewiesen, dass man im Kölner Karneval keinen Zwirbelschnäuzer haben muss, um Erfolg zu haben, und habt abgeräumt, wie es nur ging. Wie anstrengend ist das denn? Wie viele Auftritte habt ihr da am Abend und war das eine Umstellung für euch oder eher ein Abenteuer? Sagen wir mal so, im letzten Jahr war das für mich eigentlich erstmal ein Abenteuer, weil es waren nicht so viele Auftritte, es waren 45 Auftritte, was sich natürlich so viel anhört, aber eine normale Session sind fast 200 in 6 Wochen oder 7. Also war das relativ wenig und die Auftritte sind sehr kurz, eine Viertelstunde. Für uns war es natürlich schon ein Tanz auf einem fremden Eis, also es waren andere Leute, es waren ganz andere, wie soll man sagen, ganz andere Umgebung, dieses ganze Karnevalssäle mit Präsidenten und Orden und so, das war für uns sehr neu. Das hat viel Spaß gemacht. Aber ich denke mal, so das Wichtigste für uns war, den Kölnern und Kölnerinnen zu zeigen, dass egal, ob man Zwirbelschnäuzer hat oder nicht, man muss gute Musik machen. Ich glaube, wenn du gute Texte schreibst, kannst du egal wo, im Karneval oder auch Weihnachten gewinnen. Das ist eigentlich egal. Und ich habe mich eigentlich am meisten darüber gefreut, dass eine Nummer wie Super Geile Zick, weil man muss sich ja mal in Ruhe überlegen, was wir da singen, so einen Erfolg gehabt hat. Ne? Da waren wir schon im Kulturauftrag unterwegs, was diese Art von Musik anging. Wie ist das denn, wenn ihr jetzt dann morgens nach so einem Konzert mit 30.000 Leuten, du kommst dann zum Bäcker und die Bäckersfrau sagt Morgen Peter, oder rollt ihr den roten Teppich aus, oder wie normal kannst du dich durch Köln bewegen? Ja, seit dem Karnevalshit ist es schon ein bisschen schwieriger geworden. Also vor allen Dingen, dass Leute mich anreden, die mich vorher nicht angeredet haben, wie zum Beispiel die Bäckersfrau, die wusste nämlich nie, was für einen Beruf ich mache, weil die ist nicht ins E-Werk gekommen und hat sich ein Rockkonzert angehört. Ich hatte dann so ein paar blöde Dinger in der Bild-Zeitung, stand irgendwie, ich würde von wilden Frauen verfolgt und hatte so da halt dieses ganze Scheiß, der dann direkt mitkommt. Ne? Das war teilweise peinlich, aber ansonsten muss ich sagen, wollen die Leute ein Autogramm haben oder wissen, ob wir eine neue Nummer machen oder mir einfach nur sagen, dass es ihnen gefällt. Und die meisten Leute gehen ziemlich respektvoll mit einem um, muss man sagen. Also ich werde nicht belästigt, großartig. Und was ist mit deinen Kindern? Kriegen die das mit, wenn du auf Tour gehst oder wenn du so Konzerte spielst? Sind die dabei oder hältst du die da ganz raus?
Ja, hin und wieder, wenn wir zu Hause hier irgendwas machen, dann kommen die schon mal mit. Aber ansonsten sage ich irgendwie, die anderen Papas sagen, ich gehe arbeiten, ich mache Papa-Musik. Das heißt das bei uns. Und dann gehe ich auch arbeiten. Und das ist für die auch nichts anderes. Wie in jeder anderen Familie auch. Ja. Bei uns ist auch alles sonst nichts anderes. Wie in jeder anderen Familie, denke ich mal. Mit Kindergarten bringen und abholen. Und ganz normal. Siehst du, und jetzt hast du es auch geschafft. Jetzt kannst du deine Kinder wohlbehalten vom Kindergarten abholen. Fertig. Und ich möchte einen dieser schlimmen Sprüche loswerden, die ich auf einer Toilette in der Karnevalssession letztes Jahr gehört habe. Von einer jungen, blonden Frau, die dort sagte, also ich würde mich ja vom Wolfgang nie decken lassen, aber der Peter bringt's. In diesem Sinne bedanke ich mich herzlich, dass du da warst und Chaka, die Goldene, das kriegen wir hin. Guter Spruch. Danke.